Hallo und herzlich willkommen da zurück bei City Skylines. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, hey Trollenkönig, so etwas Ähnliches hast ja du schon mal gespielt? Hast du irgendwie einen anderen Spielstand geladen? Nein, habe ich nicht. Das Problem war, der PC ist mir abgehackt während der Aufnahme. Nach der letzten Folge habe ich dann noch ein bisschen das Ganze verbessert, sage ich jetzt einmal. Und ja, der ist abgehackt. Ich habe natürlich nicht gespeichert, heldenhaft wie ich bin. Und aus dem Grund ist das halt alles weg jetzt. Das heisst, das Ganze nochmal. Aber ich weiss schon ungefähr, wie ich das machen will. Darum würde ich sagen, wollte ich euch nicht aufhalten damit, dass ihr jetzt den ganzen Zeichen nochmal schauen müsst. Was ich gemacht habe, war, ich habe eingehend und ausgehend je eine Einbahnstraße gehabt. Also eine, die von da kommt. Dann ist da noch eine Einbahnstraße gewesen, dann ist das da eine Einbahnstraße und das dann eine Einbahnstraße und immer so weiter und so fort. Ihr kennt es ja. Jedenfalls muss ich jetzt halt schauen, dass ich das Ganze wieder so ungefähr hinbekomme, wie ich es vorher hatte. Ich habe da unten noch ein riesiges Wasserkraftwerk gebaut. Ist natürlich jetzt auch weg, das ist sehr schade. Ich würde sagen, ich tue gerade als erstes das Zeug neu kaufen. Und das Mal würde ich es, glaube ich, ein bisschen anders machen. Und zwar würde ich gerne hier. Was bedeutet das da? Überfluss an Agrarrausch. Machen wir doch. Kaufen. Und dann vielleicht da noch. Und dann würde ich dann hier ein Wasserkraftwerk machen und nicht mehr da unten. Obwohl da unten würde es sicher mehr Sinn machen. Aber ich möchte auch gerne in die Richtung, damit ich dann hier könnte das Frischwasser hernehmen und das Abwasser reinleiten, dass wir das Ganze schön aufgeteilt haben, weil wir da sowieso schon das Schmutzwasser haben. Darum würde ich das gerne so machen. Also ich sage, den hier noch kaufen. Da haben wir sicher erstens ein bisschen mehr Platz und zweitens ja, mal schauen. Und jetzt, wie ist das? Ja genau, Strassenbau. Ich würde sagen, wir machen da, also ich mache jetzt so einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns, sobald das Ganze fertig ist. Und dann sollte auch das Teil hier oben verschwunden sein. Also, wir sehen uns. Bis nachher. Ciao, ciao. Ja, ich wünsche euch herzlich willkommen zurück da. Es hat ein kleines Problem gegeben. Wenn ihr da eure Augen mal in der Mitte vom Bildschirm mal gegenüber richtet. Ich bin 250.000 im Minus, Entschuldigung, ich wollte da nicht schön reden. Und es kommt immer wieder die schöne Meldung, Bankrott-Alarm, Bankrott-Alarm. Kann ich bis jetzt natürlich nie wirklich an. Was heisst das? Steuern sind zu hoch. Was bist denn du für das Gebiet? Okay. Steuern sind zu hoch, meint's. Also gut, gehen wir da oben auf 12. So, weiter aber gehe ich nicht. Dafür da der halt noch je ein Prozentchen auf. Komm schon. Ja, jetzt gut. Jo, wie auch immer. Wir sind jetzt gerade wieder ins Plus hineingehüpft, darum habe ich gedacht, ich starte die Aufnahme. Ja, da, schau auch an. Bankrott-Alarm. Ich nehme den natürlich nicht an. Ich mache einen auf Ablehnen. Und warte, bis ich da wieder im Plus bin. Wird irgendwann schon so sein. Ja, wie auch immer, ups. So. Bin da gerade ein bisschen am Umjonglieren, dass da das Ganze ja wirklich wieder zu laufen kommt. Und naja, ich bin guter Dinge, ganz ehrlich. Das wird schon kommen, das wird schon kommen. Wir haben auch in Gewerbegebiete überall. Jetzt schon eine grosse Nachfrage. Und das Industriegebiet, das ist natürlich auch ein kleines bisschen geschrumpft. Wieso echt auch das? Ja, ja. Es sind natürlich keine Arbeiter mehr rum, war schon klar gewesen. Und durch das sind dann natürlich ein bisschen Einnahmen flöten gegangen. Aber hey, das ist ein neues Spiel für mich. Ich bin immer am Lernen. Dafür
was positiv daran ist, ich weiss jetzt endlich, wie man die Strassen richtig baut. Und zwar, wir haben ein funktionierendes Strassennetz. Wie schön! In panikmäßigen Abständen oder so, habe ich dann ausser daran angefangen, Sachen hinzubauen. Das kommt dann natürlich also wieder weg, sobald wir den Stutz haben. Aber wenn wir weiterhin so wach sind, also ich bin jetzt vielleicht etwa seit einer halben Stunde, also das heisst, nein, nicht ganz. Ich habe vorher schon probiert, die ganze Stadt wieder zu retten und da ist total in die Hose gegangen. Und jetzt bin ich etwa seit einer halben Stunde dran. Habe ein bisschen aggressiver gebaut, ein bisschen offensiver bin ich vorgegangen und es hat funktioniert. Also wir sehen, wir machen jetzt schon wieder 1500 plus. Aber ich habe da bereits schon gelesen, Müllprobleme und so. Es sollte zwar eigentlich nicht mal gross sein. Die ersten Hochhäuser wieder aufgezogen. Das finde ich wunderbarstens. Jetzt müssen wir mal schnell schauen. Wir haben da ein paar Sachen ausgeschaltet, die ich jetzt wieder einschalten will. Das sind doch ein paar wichtige Sachen gewesen. Und zwar einerseits sind das Pumpwerke gewesen. Dann haben wir das Kohlekraftwerk, das ich ausgeschaltet habe. Und das da auch. Weil ich wollte nicht, dass ich da plötzlich keinen Strom mehr habe. Das wäre sehr, sehr schade. Dann, was haben wir noch? Müllverbrennungsanlagen tue ich auch eine zweite wieder einschalten. Und sonst ist eigentlich alles noch am Laufen. Bis auf die Müllverbrennungsanlage habe ich glaube bis auf eine alle ausgeschaltet gehabt. Da ist noch eine, die ist zwar auch noch am Laufen, auch ist gut. Müsste es eigentlich wieder langsam funktionieren da mit einem kleinen Königreich. Ja, Notverkauf, weißt du was, weißt du wo? Genau dort. Wie sieht es aus? Budgetmässig habe ich ein bisschen natürlich zurückstecken. Ich habe zum Beispiel keinen Bus mehr momentan, aber dafür habe ich immer noch die U-Bahn. Die fährt einfach sehr, sehr unpünktlich. Dann das Gesundheitswesen habe ich ziemlich krass zurücknehmen. Momentan funktioniert es, das Bildungswesen natürlich auch. Das könnte ich jetzt eigentlich wieder richtig einschalten. Und das Gesundheitswesen auch. Müllabfuhr, die müsste funktionieren. Wasser und Strom müsste eigentlich auch in Ordnung sein. Wenn wir schnell reinschauen. Strom absolut okay, Wasser absolut okay. Also da sind wir noch absolut im grünen Bereich. Das ist wunderbarstens. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen unbedingt mehr Industriegebiet. Wie wäre es, Jungs, oder einfach zuerst mal das alte Zeugs würde ich abreißen. Da haben die dann auch noch ein paar Fabriken drinnen Platz. Sodeli. Gut, okay. Feuerwehr musste ich abreißen da in der Umgebung. Ist blöd gelaufen. Ja, ablehnen, nein, das mache ich nicht. Ich bin schon wieder 3000 im Minus. Wie habe ich das geschafft? Ich habe keine Ahnung. Aber es läuft. Es kommt langsam wieder zu laufen. Wir haben schon wieder 10.000 Einwohner. Und es steigt, es steigt, es steigt. Sie sind alle glücklich. Ich habe keine Parks müssen abreißen. Ich habe nur das Einzige, was ich abgerissen habe, war das Krankenhaus gewesen. Und 2, 3 Polizeistationen und Feuerwehrstationen. Aber wie wir sehen, es funktioniert mehr oder weniger alles noch. Und die Busstation, genau, die habe ich auch noch abgerissen. Die war schon da oben, zusammen mit dem Polizeihauptquartier, wo jetzt halt auch nicht mehr existent ist. Aber hey, es kommt alles wieder, kann ich versprechen. Ich habe bereits schon weitere Aufnahmen gemacht, wo ich die Staffel schon beendet habe. Aber wenn das so weitergeht, da werde ich mir die Staffel nicht beenden, sondern... Ja, ich weiss, ich komme. Wir werden in dieser Stadt bleiben, wir werden in dieser Stadt weitermachen. Bis zum bitteren Ende. Bis ich wirklich keinen Bock mehr habe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht aufholen kann. Die 200'000, weil wir haben ja gesagt, ich bin über 1 Million gewesen und da ist innerhalb von kurzer Zeit passiert. Also das ist nicht einfach so eine langwierige Sache gewesen, sondern es ist wirklich sehr, sehr schnell bin ich auf dem Niveau oben gewesen. Also denke ich, werde ich das jetzt auch wieder schaffen. Da haben wir das zwar schon, da kann man ja da noch ein bisschen kleine reinmachen und dann wieder ein bisschen grössere, so, und wieder ein bisschen kleinere und dann da noch ein paar Bürogebäude. So, und dann müsste das auch okay sein.
Dann wieder über, machen wir da noch ein bisschen mehr Industrie. Bei der Industrie muss ich ein bisschen gescheit bauen, weil ich natürlich noch nie überall Strom habe. Da muss ich immer schauen, dass der Stromanschluss mehr oder weniger in der Nähe ist. So. Okay, wir haben immer wieder ab und zu ein bisschen verlassene Gebäude, das macht aber nichts. Ups, das ist schlecht gewesen. Parks, ah ja, ich habe da ein bisschen, dadurch, dass ich die Strasse ein bisschen umgebaut habe, hat es jetzt da ein bisschen viel Freifläche gegeben. Ich kann mal schnell schauen. Das heisst, da hinten dran kann ich Bäume bauen, wenn ich dann irgendwann mal Geld dazu habe. Dass sie selber wachsen, glaube ich jetzt zwar nicht, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich finde, ich fange das schon wieder auf. Also ich habe da wirklich keine Angst. So schlecht bin ich jetzt auch wieder nicht. Es ist zwar wirklich, ich muss zugeben, es war ein riesen Fail von mir. Ein absolut riesiger Fail ist das gewesen. Aber, ja, was wollte ich machen? Es ist passiert, aber wir sehen, es ist langsam wieder am kommen. Wieso wird da der Müll nicht abgeholt? Würde ich jetzt sehr gerne wissen, wieso da der Müll nicht abgeholt wird. Ich habe doch jenste Müllverbrennungsanlagen, wieso wird da der Müll nicht abgeholt? Ich weiß es gerade nicht. Sonst schalte ich die halt auch nochmal ein. Bamsk. Dann ist die auch wieder unterwegs. So. Und jetzt sollten eigentlich alle wieder am Laufen sein. Das heisst, es müsste eigentlich wieder so laufen, wie es vorhin schon gelaufen ist. Das heisst, eigentlich dürften wir jetzt keine Probleme haben. Außer mit fehlenden Arbeitern. Aber das kann ich jetzt halt auch nicht ändern. Das wird sich mit der Zeit wieder geben. Und wir sehen, wir machen schon 3000 plus pro Tag. Das heisst, in 100 Tagen im Grunde genommen sind wir wieder auf 0. Aber wenn das weiterhin so steigt, geht das noch viel schneller. Oh ja. So. Das da weg. Ich helfe da gerade ein bisschen bei den Aufbauarbeiten. Das sieht doch nicht ganz schlecht aus. Wieso ist das so? Aha. So nämlich. Ja, blöde Sache, da kann ich momentan leider keine Strasse runterziehen, weil ich einfach das Geld nicht dazu habe. Sonst würde ich mir natürlich dann da auch noch ein schönes Wohngebiet machen. Jetzt nimmt mich etwas Wunder, und zwar, wir haben doch da die Dreckströssel, nein, die gehen natürlich auch nicht. Müsste man nur 2-3 Mal hin und her laufen, aber nein, das geht natürlich nicht. Gut, dann halt nicht. Machen wir es halt so, dass wir sagen, da ist dicht besiedelt, jetzt haben wir da noch ein paar Hochhäuser und so. Und zwar keinen Autoanschluss, also keinen Strassenanschluss haben, aber das macht ja wenig. Das macht wenig bis gar nicht. Dann mache ich das halt da, nein, so, da habe ich ja schon. So. Gewerbegebiet. Gewerbegebiet ist immer noch gefragt, dann mache ich doch noch ein Gewerbegebiet, vielleicht da gerade. Da. Ich weiß nicht, was für Gewerbegebiet, ich mache jetzt einfach mal vom normalen ein bisschen. So, sind wir schon auf 4000, also wir tilgen unsere Schulden langsam aber sicher. Wie sieht es da aus? Da ist alles okay, da ist nichts. Okay, dann kann ich jetzt da mal sagen, Bamsk, da mal alles weg. Ich schaue mit dem Dings da drüber, dass da wirklich alles verschwindet. Und dann kann ich da sagen, ist da normales Wohngebiet. Also eine kleine Siedlung da neben der Oberschule. Hochschule oder was das auch immer mag sein. Das sieht doch nicht leid aus. Schon wieder 5000 plus, das ist wunderbar. Es steigt und steigt und steigt und wir werden unsere Schulden schon bald los sein. Vielleicht sogar in dieser Folge. Ich muss schauen, dass ich nicht mehr allzu... ich überziehe ja schon. Und wenn ich überziehe, dann überziehe ich ziemlich viel. Man muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer so viel überziehen, weil... ja... meine...
mir so eine Stunde zuschauen, wie ich da meine Häuschen baue. Das ist ja auch nicht gerade sehr interessant für euch, darum muss ich da ein bisschen aufpassen. Das gefällt mir, dass jetzt da wieder die schönen Wolkenkratzer gebaut werden. Unsere Stadt sieht schon wieder nach etwas aus, würde ich sagen. Sie wächst und gedeiht. Und zwar ziemlich heftig. Und immer so ein bisschen grössere Gebiete oder ein bisschen kleinere Gebiete, ich finde das irgendwie recht cool. Es sieht ein bisschen, wie soll ich sagen, es sieht ein bisschen zerwürfelt aus irgendwie. Uiuiui, da wird jetzt anders gebaut. Wir sind schon unter 200'000 gefallen, das finde ich wunderbar. Und wir brauchen Industrie. Dann gebe ich doch meinen Leuten Industrie, wenn sie das so wollen. Machen wir da wieder die Industrie hin. Und da unten natürlich auch. Da haben wir viel Platz für Industrie. So, und das müsste eigentlich lange. Dann machen wir auch da noch so ein bisschen Gewerbezone in die Industrie rein. Wieso auch nicht. Ich will zwar mötzeln, dass sie wahrscheinlich keine Kunden haben oder so, aber das interessiert mich momentan überhaupt nicht. Ich bin eher darauf aus, dass da wirklich beim Aufbau von der Wohnhäuser wieder alles seine Richtigkeit hat und dass da alles funktioniert, weil das ist doch meine Haupteinnahmequelle momentan. Da wird der Müll anscheinend immer noch nicht abgeholt, denn was ist denn das für ein Gebäude? Grundschule. Müllberge. Ja. Weißt du was, dann machen wir es doch so. Vielleicht hat sie keinen Strassenanschluss mehr, es könnte sein. Nicht genügend Geld, oh, jetzt kann ich wieder mal abreißen. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Genau, dann haben wir eine Schule weniger im Moment. Sobald wir da im Plus sind, da so langsam gehen, würde ich die Schule dann einfach umsetzen und dann hat sie automatisch wieder einen Strassenanschluss. Wahrscheinlich ist es weil ich die Strassen hier durchgezogen habe und jetzt hat sie keinen Strassenanschluss. Das kann sehr gut sein. Es gefällt mir langsam wieder. Wir sind bereits schon wieder auf 150'000 und also 150'000 haben wir bereits wieder abgezahlt. Und jetzt müssen wir mal da schnell in die Staukarte rein. Das sieht doch genial aus. Wir haben nie, bis auf da, nie mehr sonst tiefrote Bereich. Dass wir da einen roten Bereich haben, das ist natürlich ganz normal. Und wir sehen, wir haben einen schönen Fluss. Es fließt. Es sieht wunderbar aus. Ich bin absolut zufrieden momentan. Ich bin sogar froh, dass ich das so gemacht habe jetzt. Dass ich das Risiko eingegangen bin. Und klar, es ist jetzt ein bisschen mühsam gewesen, um alles wieder aufzubauen. Aber haben Sie selber gesehen, ich habe etwa dann, ja, vielleicht, ich sage, bin ich jetzt etwa 45 Minuten dran. Und meine Stadt sieht eigentlich schon fast wieder so aus wie am Anfang. Also vor allem, wenn wir da die Einnahmen anschauen, jetzt gerade 10'000er Grenzen am überschreiten, das ist tipptoppistens ist das. Tipptoppistens, was? Dings. Ja, wie auch immer. Da scheint der Müll eigentlich so im Großen und Ganzen zu funktionieren. Die sind gerade mit einem einzigen unterwegs im Moment, mit 6. Irgendwo habe ich doch da noch eine Mülldeponie gehabt. Habe ich die abgerissen? Ich glaube, die habe ich abgerissen. Bin ich gerade ein bisschen froh darum, dass ich die abgerissen habe. Ihnen geht das Geld aus. Ja, sicher geht mir das Geld aus. Was hast denn du gemeint? Darlehen. Ich könnte jetzt ein Darlehen aufnehmen, um es anders abzahlen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Weil es geht nicht mehr lang und wir sind schon wieder im Plus. Da war doch gerade irgendetwas gewesen. Da. Was ist da? Was ist da? Nichts. Die Butler Residence. Wir haben 3 Erwachsene da und 1 Kind. Wie das funktioniert, wollte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Gang weg. Da wird der Müll nicht abgeholt, das kennen wir und sonst läuft es eigentlich. Es funktioniert.
Und da bin ich echt froh jetzt, dass ich nicht haben müssen neu anfangen, weil ich habe ja die 2 Grundstücke hier schon gekauft. Und ich würde wirklich, wirklich gerne dort jetzt weitermachen. Dann würde ich sagen, machen wir da unten ein bisschen unsere Hochhäuser rein. Zuerst einmal Gewerbezone, machen wir da dicht besiedelte Gewerbezone rein. Vielleicht da so. Da wird auch schon schön gebaut. Dann mache ich da mal alles weg. So. Und dann können wir anfangen mit den Hochhäusern da. Machen wir da ein bisschen dicht besiedelte Wohngegend mit vielen Hochhäusern. Dass wir da so ein Ballungscenter haben. Wird irgendwie noch... Ja, wundern, wie das aussieht. Sieht sicher nicht ganz schlecht aus. Dann machen wir da noch ein bisschen kleinere Häuser rein. Und hier in der Mitte machen wir dann alles Hochhäuser, weil das wird sich anbieten, oder? Ja, das sieht doch nicht leid aus. Und da ist da eigentlich mein kleiner Traum vom Central Park da in der Mitte eigentlich gegeben. Wir sind schon bald wieder auf Null und das freut mich sehr. Wir brauchen nach wie vor mehr Industrie. Industrie, das ist so eine Sache, dort habe ich mir überlegt, was man da machen könnte. Also da könnte man noch Querstrassen reinziehen, wo man dann natürlich viel Fläche gönnt. Aber zuerst will ich jetzt einfach mal eine Industrie bauen, links und rechts von dieser Straße. Weil es anscheinend braucht. So. Also qualifizierte Mitarbeiter müssten wir haben eigentlich. Weil wir haben ja eine Universität. Irgendwo ist da eine Universität rum. Schauen wir mal schnell, wo ist da die Uni? Oder habe ich die abgerissen? Die habe ich wahrscheinlich abgerissen. Muss ich gerade mal schnell wechseln. Oh! Ich bin schon wieder im Plus. Ich bin schon wieder im Plus. Das ist ja genialstens genial. Da würde ich sagen, machen wir doch die Schule hier hin. Was ich jetzt nicht ganz verstanden, wieso? Und da. 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 Irgendetwas stimmt doch da nicht. Oh. Ja. Alles klar. Also der Standort von der ist eigentlich schon nicht schlecht. Nein, am besten reissen sie ab. Ja. Mach sie da neu. Eine Grundschule hätte ich gern da. So. Dann müsste eigentlich auch das Problem mit der Müllbeseitigung erledigt sein. Die ist vorher falsch gestanden, das war das Problem. So, und wie sieht es aus? Haben wir Stau? Wir haben keinen Stau. Und ich erkenne jetzt gerade so auf den ersten Blick auch nie irgendwie etwas, was danach aussieht, als wäre es ein Stau. Das gefällt mir sehr gut. Und wir sind schon fast wieder 100'000 im Plus. Das heisst, ich könnte mein zweites Darlehen auch abzahlen. Das mache ich doch jetzt gerade. Und das dritte, das 230'000 kostet, das kann ich dann auch noch abzahlen. Jetzt machen wir sowieso noch ein bisschen mehr Plus. Durch das, dass wir jetzt das abgezahlt haben. Und jetzt könnt ihr eigentlich hier anfangen, noch ein bisschen Industrie zu machen. Und zwar, wenn wir jetzt hier schauen, ich glaube, Naturrohstoffe, da haben wir es ja. Haben wir hier oben recht viel. Und da hinten auch noch ein bisschen. Das heisst, eigentlich könnte ich jetzt hier noch ein bisschen so Forstindustrie machen. Das mache ich doch jetzt gerade. Oh nein, jetzt ist natürlich noch die Straße da verbinden, weil sonst haben die armen Käfer gar keine Straße anbinden. Da... So. Ja, gerade jetzt dort, wo noch nicht gebaut wird, gell? Tut mir leid. Und dann können wir nämlich hier sagen... Bam.
Jetzt muss ich schnell überlegen, wie ich das machen will. Also, ich würde ja gern... Was? Nein, ich würde ja gern... Straße brauche ich. Jetzt muss ich nochmal schnell in die Ansicht hineingehen. Da. Das heisst, im Grunde genommen hier die Straße rausziehen. Wäre eigentlich schon mal keine schlechte Sache. Da mache ich wieder das gleiche wie vorher mit Einbahnstraßen. Das heisst, da machen wir jetzt da schön eine Einbahnstraße rein. Das müsste so klappeln. Vielleicht irgendwie so. Das müsste lange. Nein, oh nein, das war blöd gewesen. Muss ich schon gescheit machen, das Ganze. Das ist der dritte. Nein. So, jetzt. Bamsk. Den löschen. Und dann können wir hier Forstwirtschaft machen. Dann kann ich hier wieder mit dem Gebietertool sagen, hey, das da wird ein neues Gebiet. Etwa so. Dann sage ich da. Nein, nicht Ölindustrie, sondern das da. Forstindustrie. Und ich weiß gar nicht, gibt Forstindustrie auch Verschmutzung? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Da bin ich jetzt echt gespannt. Müsste jetzt eigentlich schon bald angefangen bauen werden da. Ja, da kommt schon das erste Gebäude. Bin jetzt echt gespannt, wie das aussieht. Da haben wir schon mal schön Bäume. Was ist echt das? Ist das echt eine Schreinerei? Ja, es ist eine Schreinerei. Da auch. Lumber Company. Das sind alles Schreinereien da. Da haben wir schön. Und wir haben, ja, da haben wir jetzt natürlich. Mal, das müssten wir haben, aber Wasser fehlt da natürlich. Da habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und zwar ist lang her, seit ich Wasserrohr da gezogen habe in diesem Spiel. Dann da so über. Da so runter. Bis da und wieder über. So, haben sie auch Wasser. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Was bedeutet echt das da? Ich habe keine Ahnung. Bedeutet das echt, dass das keine Verschmutzung gibt? Das wäre eben schon recht cool. Und dass keine Verschmutzung würde geben. Weil dann könnte ich nämlich etwas anderes machen da. Und zwar... wo ist da... Das da brauche ich. Und zwar... So bis in die Mitte von der Straße ungefähr. Genau. Da, ich habe das momentan nur innen dran. Schieben wir das noch ein bisschen über, so. Genau. Und dann kann ich einfach da sagen, da hätte ich gerne Agrarwirtschaft. Irgendwie. Zwar, was? Nein. Das war scheiße gewesen. Da muss ich gerade nochmal dahinter. Vielleicht mit einem kleineren geht das vielleicht ein bisschen besser. Und zwar ab da. Noch so gerade über. So. So, und dann kann man nämlich da sagen, das ist Agrarwirtschaft. Industrie. So. Und dann haben wir da noch so Felder und Zeug und Sachen. Dann müsste das eigentlich passen.
Bin jetzt echt gespannt, wie das rauskommt mit der Verschmutzung. Weil wenn wir da gehen, in die Industrie schauen, das sieht doch schon recht hässlich aus. Das sieht recht hässlich aus, sind wir ehrlich. Wir haben schon wieder 300'000, ich weiss schon fast nicht, was mit dem Geld anfangen soll. Da fehlt qualifizierte Mitarbeiter. 6 überqualifizierte Arbeiter haben wir da. Ja, das tut mir ja sehr leid. Wir brauchen mehr dumme Arbeiter sozusagen. Das ist jetzt sehr böse gesagt, aber es ist leider so. Dann würde ich sagen, machen wir doch da noch ein bisschen mehr Hochhäuser rein. Weil mehr Hochhäuser bedeutet mehr Einwohner bedeutet mehr mögliche Einwohner, die nicht in die Schule gehen. Wieso eigentlich nicht das Ganze oder so machen? Einfach so mal Spaß zum Ausprobieren. Da können wir ja sagen, da haben wir noch so kleinere Gebäude. Mal schauen, wie das rauskommt. Aber das gefällt mir doch schon sehr. Das gefällt mir doch sehr. Was ist denn das für ein komisches Gebäude da? Hä? Nicht genügend Arbeiter. Bread and Beyond. Die mache ich Brot, das ist eine Bäckerei anscheinend. Und da werden schon wieder Hochhäuser gebaut. Okay, das scheint zu funktionieren. Wie sieht es aus mit der Industrie im sonstigen Sinn? Da haben wir noch ein paar so Gewerbesachen. Machen wir da nach Industrie hin. Strom müssten wir eigentlich haben, das heisst, da könnte jetzt eigentlich auch noch gerade Industrie weiterbauen. Was mache die? Ice Cube Factory. Das ist aber eine kleine Factory, du. Das ist aber eine kleine Factory. Und das wird schon wieder munter weitergebaut, das finde ich tipptopp so. Ich würde sagen, ich bin absolut zufrieden, wie jetzt das Ganze verlaufen ist. Ich sage mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.